So, hallo zusammen, neuer Part Witcher. Wir sind letztes Mal mit dem Vorland, da haben wir den Hjalmar gefunden. Und da ist noch sein Kollege. Irgendwie ist der schon bei den Mäusen. Oder er muss schon gleich. Verblutet. Es sollte seine letzte Reise sein. Verblutet. Ja. Und wir sind auf der Spur vom Ries. Der Riese. Ein Urteil. Beeilung! Ja, ist gut. Du kannst es ja gar nicht mehr erwarten. Komm, ich komme. Können wir schauen. Ich ahne fürchterliches da oben. Ein bisschen laut zwischendurch. Ich sag's dir, dieser verdammte Bastard ist riesig. Na wundervoll. Ja, ich tue jetzt da nicht lauten. Ich komme da schon mal lauten. Also, ich will jetzt da nicht jedes Haus liegen. Ich will jetzt dort zu dem Ries. Ich kann's nicht fassen, dass ich den Scheißkerl endlich habe. Nun, Ha? Wo ist er? Sehen ihn nie. Das gibt mir einen Fight da oben. Du. Geralt, hilf mir, das zu zerstören. So kommen wir sicher zur Höhle des Riesen. ich gebe dir Deckung. Ich postiere mich so, dass ich den Riesen im Blick habe. Aha. Und du kommst mit in dem Fall, hä? Gut, also. Geht's wieder in die Hölle? Es wird kälter. Kann nicht mehr weit sein. Oh, ich sehe da eine Arena. Du. Oh, das gibt mir einen Fight. Das gibt mir einen Fight. Du bin ich echt parat für so etwas. Du. Vorsichtig. Ein falscher Schritt und er ist wach. Hey, schnell! Lass mich raus, bevor er aufwacht! Der Schlüssel müsste hier irgendwo sein. Warte. Weißt du, wie Viggi noch genannt wird? Der Spinner. Und das aus gutem Grund. Am besten bleibt er da drin, bis wir mit dem Riesen fertig sind. Was? Bist du jetzt völlig verrückt, Angret? Ich dachte, er wäre dein Kamerad. Das ist er. Deshalb weiß ich auch, was er tun wird. Ja. Ja, also, komm, Hjalmar, du weißt schon, was du machst. Also gut. Dann sollte er lieber im Käfig bleiben. Was? Das wirst du mir büßen, Angret. Willst wohl den ganzen Ruhm allein einsacken? Lass mich sofort raus! Hä? Hütung. Ah, der pennt dort, schau. Ui, du.
Oh, Jesus Gott, hast du das gesehen? Ja. Oh, was sein wir? Wat zei je? Gaan nachher gleich eingefrieren. Ja, eingefrieren, gell? Oh, wat zei je? Kom. Aber eingefrieren geht, das ist cool. Hey, 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 hey. Ich sieht da gut aus. Was habe ich noch für ein Pömbeli? Habe ich noch einen? Oh ja, kennen. Moment, ein lieber Riese. Mein liebes Riesli. Da, kann ich eigentlich noch das Müll montieren. Ja, probieren das. Und dann tun wir etwas. Ah, das kann ich nicht. Kann ich nicht. Aber das habe ich jetzt wollen. Ah. Drachentraum. Blenden Gegner. Ich kann den mal probieren. Und die da. Kartaschen natürlich. Jetzt gehen wir mal schauen, ob das etwas nützt. So. Oh. Oh. Autsch, 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 Autsch. Ui. Ja, eigentlich etwas wollen. Ja, eigentlich so wollen da. Ja, die schaffen nicht, du. Die schaffen nicht. Oh. Ja. Wow. Leck, ist jetzt ein Kampf gewesen. Viggi. Armer Kerl. Wir hätten ihn rauslassen sollen. Ist nicht deine Schuld. Bei Viggi wusste man nie genau. Vielleicht hätte er sich sofort mit bloßen Fäusten auf den Riesen gestürzt. Und das wäre der Tod für uns alle gewesen. Danke für deine Hilfe, Weißer Wolf. Geralt der Riesentöter. Ich sorge dafür, dass die Skalden davon singen. Ja.
Also gut, vielen Dank. Klingt jedenfalls besser als schlechter von Blaviken. Also gut. Verschwinden wir von hier. Ich will mich noch ein wenig umsehen. Gut, dann treffen wir uns am Strand, in der Nähe des Hafens. Ja, du. Potzei, das ist fein, ein kleines... Oh. Neuen Gegenstand erhandelten. Die Liste des Königs. Ah. Neue Quest. Genius Essenz. Du, dass ich da jetzt gerade zuerst mal verräumt. Cool. Cool. Da habe ich mit den anderen vorher ein bisschen mehr Mühe gehabt, du. Jetzt kann ich da noch ein bisschen looten, mal schauen, was es da noch so rum hat. Oh, ein Schlüssel. Ein Schlüssel. Vigis Käfig. Ah. Scheisse. Ist auch ein bisschen spät, he? Hätte ich den sollen befreien, du? Scheisse. Hätte ich echt den sollen befreien? Ich weiss es nicht. Ich weiss es nicht. Vielleicht hätte ich das sollen. Ja, jetzt. Was ist das für ein Schwert? Ja, es geht, hä? Es geht so, hä? Oh, aber Rune. Yeah. Ja, ja. Ja, ja. Jetzt müssen wir noch gerade ein bisschen weiter looten. Sicher auch noch etwas. Ah, da bin ich hergekommen. Oh, aber ist das schon alles gewesen, da? Das Looten. Ah, kann ich noch hoch? Ah, da kann ich sicher noch hingern, da. Nicht das. Nicht, hä? Ah. Nein, da kann ich nicht durch. Das muss ich nicht probieren. Aber ich glaube, das war alles, sonst da, hä? Ja. Ausser das, da. Also, das nehmen wir auch noch mit. Also, was muss ich eigentlich jetzt? Weltkarte. Jetzt müsste ich eigentlich alles wieder zurück, hä? Scheiterhaufen von Novigrad. Ja, die Quest ist eigentlich abgeschlossen jetzt hier. Ein wertvolles Horn. Ah. Jü, das hat da. Das hat da. Quests, Nebenquests noch. Die Liste des Königs. Was ist das? Zu Krach. Ah, zu Krach. Kapellanung abholen. Ja, das machen wir. Das machen wir. Belohnung für eine Reise abholen.
Aber jetzt tue ich auf dem Rückweg, tue ich heute ein bisschen schauen, für das Looten da ein bisschen etwas. Oh, was ist da gewesen? Nichts. Aber ich gehe gerade tauchen. Da wollte ich ein bisschen looten. Oh. Oh, nebendurch, alt. Oh. Ja, dass ich den gerade beim ersten Mal so verräume. Oh, da ist auch wieder so ein Dings, ein Troll am Kochen gsi da. Zieht ihr sicher da? Die sind da ein bisschen überrascht worden. Und zündet das Kerzchen für euch an. Altes Bärenfell. Hast du etwas zum Plündern? Die sind da überrascht worden. Der andere hängt da im Kronleuchter oben. Ah, hier ist auch noch ein Hütchen. Ja, so etwas. Ich höre da einfach gegen noch schreien. Hallo? Ist jemand daheim? Nicht wirklich. Das ist nicht mehr hier. Ah, jetzt noch ein. Ah, jetzt noch ein. So, ich glaube, das wär's gewesen. Ich komme dann sonst da für mich noch ein bisschen offline das ganze Dörfli looten. Ich gehe dann für mich noch ein bisschen hier schauen. Was das ist, gehe ich dann noch schauen. Ja. Speerfischküste. Bin ich da unten gewesen? Auch schon. Ich gehe das da für mich noch ein bisschen erkunden da. Sonst wird das zu lang. Für das Let's Play. Okay. Also, gehen wir direkt zurück zum Mr. Krach. Da. Geh mal. Unsere wohlverdiente Belohnung abholen.
Toll, dieses Schwert. Aber ich ziehe meine gute alte Axt vor. War es schwierig, dieses Gesocks zu töten? Morgen hat meine kleine Norgon Geburtstag. Ich weiß nicht, was ich ihr schenken soll. Vielleicht eine schön verzierte Axt. Eine Axt? Im Ernst? Warum denn nicht? Ich würde mich freuen. Genau. So. Die sieht doch gut aus. Die wir doch etwas Schönes anlegen für zum Krach. Haben Sie dir den Arsch schon mit Honig? Meister Geralt, die Wache hat dich vom Turm aus entdeckt. Ich wurde geschickt, um das Tor zu öffnen. Warum war es denn zu? Ist das die berühmte Skelliger Gastfreundschaft? Nein, es ist Tradition. Nach dem Fest wählen die Jarls den König. Da müssen die Tore geschlossen sein. Nur die Söhne und Töchter von Skellige dürfen sich im Schloss aufhalten. Hat Krach eine Ausnahme gemacht? Extra für mich? Alle wissen, was du für Cerys und Hjalmar getan hast. Heute bist du einer von uns. Komm, Krach wartet. Wie ist die Stimmung da drin? Ruhig, zu ruhig. Wieso das? Es gibt auf Skellige ein Sprichwort. Auf einem guten Fest fließen Met und Blut in gleichem Maße. Das fändet ihr auf dem Festland sicher barbarisch, nicht? Ich weiß nicht. Klingt jedenfalls besser als langweilige Bankette garniert mit Hofintrigen. Ich habe genauso wie du das Recht dazu. Und ich erwarte, dass du mich unterstützt, nicht meine Verbündeten klaust. Wenn ein Ankret die Krone tragen soll, dann... Solltest du das sein? Weil dir Pflaum auf dem Kinn sprießt? Lass dir selber welchen sprießen. Vielleicht hören die Jarls dir dann noch zu. Willst du Sänge haben? Denk dran, das letzte Mal war ich diejenige, die am Schluss noch stand. Ja? Dann kämpfst du mit mir gegen die Wildkerle? Mal sehen, wer besser ist. Du oder Hjalmar, der Riesentöter? Ach, hör mit deiner Scheißprahlerei auf! Cerys, hey! Ach, verdammt! Hast dich nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Meinst du, das weiß ich nicht? Aber du hast sie gesehen, sie ist so... Stur, jähzornig, bockig, weigert sich auf irgendwen zu hören? Genau. Stimmt, Anwalt. Cerys und ich sind in dieser Hinsicht praktisch Zwillinge. Das ist nicht schlecht gewesen. Ich sehe Krach gar nicht. Spricht er gerade mit den Jarls? Nein, der ist in seinen Gemächern. Zweifellos, um deine versprochene Belohnung vorzubereiten. Wenn du gerade Muße hast, Hexer, warum nicht ein paar Haken mit den Wildkerlen? Das lockert die Gelenke nach der Reise. Vielleicht später. Geht zum Krach. Hey, das ist eine coole Rüstung, die ich da vorhin bekommen habe. Gefunden habe. Die sieht heiß aus. Und die ist schon noch recht gut. Oh, excuse. Ich muss sie hüsteln. Ich reiß dir den Kopf mit bloßen Händen ab, wenn mir danach ist. Oh, da könnte ich noch ein bisschen schlägeln. Ja, aber ich habe jetzt keine Lust. Ich gehe gescheiter den Mädel zuschauen. Da. Das ist alles. Du hast den Kopf abgeschlagen. Nur wer von ihnen ganz... Oh, Mädel. Toll, dieses Schwert. Aber ich ziehe meine gute alte Axt vor. Die Götter schätzen sie, darauf kommt es. Das ist fein, ein bisschen gelagert. Die beste Klinge ist nichts wert, wenn ein schwacher Arm ist. Da ist ein Krach hier. Hey. Aber ich ziehe meine gute alte Axt Leck ist das gelagert. Toll, dieses Schwert. Aber ich ziehe meine gute alte Axt vor. Ich da etwas nicht. Rot, hin. Oh, da kann ich mich auch bedienen, du. Die beste Klinge ist nichts wert. Ich reiß dir den Kopf mit bloßen Händen. Hey, Manny.
zu überlisten. Aber ich ziehe meine gute Alte Nur der von den Göttern. Wir plündern es. Da gibt es anscheinend etwas zu feiern, hä? Oh, Kavallerie, sorry. Sie brüllen ihre Befehle, als müsste der Kaiser selbst sie hören und ihre Kurse aussegnen. Wir lagen in einer Bucht auf der Lau. Das ist ein bisschen ruhiger hier, hä? Hallo Birna. Gefällt dir das Fest nicht? Das ist kein Fest. Das ist ein Bauernmarkt, wo Stimmen wie Schaffelle gekauft werden. Svanrik wird nicht um Unterstützer werben? Brans Sohn feilscht nicht um eine Krone, die ihm von Rechts wegen zusteht. Soweit ich weiß, erhält der Kandidat mit den meisten Stimmen die Krone. Das ist Tradition. Aber nicht alle Traditionen sind gut. Das Geschick der Inseln sollte einer einzigen Familie anvertraut werden. Ja. Was ist falsch daran, euren König zu wählen? Geh herum und hör zu, dann weißt du es. Die Anwärter vergeben bereits Ländereien, Privilegien, Titel, günstige Urteile. Sie benehmen sich wie Huren, die ihre Röcke für jeden Passanten heben. Ein König von Wählergnaden ist kein Herrscher, sondern ein Schuldner. Das muss aufhören. Wir müssen damit beginnen, Brans erstgeborenen Sohn auf den Thron zu setzen. Ich hoffe, dass die Jarls die Weisheit darin sehen. Ja. Du verlässt Kertrolde? Morgen, bei Tagesanbruch. Viel Spaß noch, Meister Geralt. Darf ich? Du musst sogar. Komm, ich habe auf dich gewartet. Na, gefällt dir das Fest? Besser als die Festlandbälle? Es gibt jedenfalls mehr zu trinken. Ja, und ob. Alles aus meinen Kellern. Doppelmet, Trippel, zintrischer Pflaumenbrand, Mahakama Schnaps, der in der Kehle brennt wie kochendes Wasser. Die Ankrets wissen, was Gastfreundschaft heißt. Ja, wie fangen wir Hunger an? Ah ja, wer ist die Birna eigentlich? Wenn sie mir echt der begegnet, schon sind wir der schon begegnet. Nicht wirklich, hä? Ich sah dich mit Birna reden. Worum ging's denn? Politik. Was anderes interessiert sie schließlich nicht. Sie wollte mich überzeugen, dass wir Brans Andenken ehren müssen. Und dass ich deswegen meine Kinder aus dem Rennen um die Krone nehmen und Svanrik unterstützen soll. Warum nur glaube ich, dass du sie hast auflaufen lassen? Das ist noch freundlich formuliert. Ich habe sie rausgeworfen. Aha. Fühlst du dich zwischen Hjalmar und Cerys hin und her gerissen? Ob ich einen Favoriten habe, meinst du? Nein. Sie sind verschieden wie Feuer und Wasser. Aber in beiden fließt das Blut der Ankret. Ja, dass sie so verschieden sind, glaube ich auch nicht. Meinst du, der Rat der Jarls wird es wagen, eine Frau auf den Thron zu setzen? Wenn du mich das vor ein paar Monaten gefragt hättest, hätte ich dir ins Gesicht gelacht. Aber heute sehe ich, und nicht nur ich, dass Cerys etwas hat, was auf den Inseln so selten ist wie heiße Sommer. Geduld. Andere handeln und denken dann. Sie nicht. Sie durchdenkt alles, wägt das Für und Wider ab. Aber wenn sie handelt, hält keine Macht der Welt sie auf. Okay. Mal unter uns. Ist Hjalmar nicht zu heißblütig, um König zu werden? Kommt drauf an, was du für einen König willst. Wenn du einen willst, der Gesandte schickt, Figürchen über eine Karte schiebt, die profitabelste Option berechnet, dann ist er zu heißblütig. Ja. Aber Skellige will einen anderen Herrscher. Einen, der Nilfgaard in seinem Blut ertränkt und lieber ins Feuer springt, als sich zu unterwerfen. Und das ist Hjalmar. Wenn ihr eure Angriffe ausweitet, zieht ihr den Zorn von Emhyr auf euch. Das könntet ihr noch bereuen. In Skellige spucken wir auf die Idee eines Friedens um jeden Preis. Ja.
Wobei, eben, sich da nicht zu unterwerfen, da bin ich eben da dafür, hä? Belohnung übrigens, gib. Du hast mir eine Belohnung versprochen, wenn ich deinen Kindern helfe. Und ich habe vor, mein Wort zu halten. Hier. Dieses Ding ist seit Generationen in Familienbesitz. Ich gebe es dir für deine Verdienste um den Fortbestand der Linie. Oh. Schöne Arbeit. Danke. Ich habe zu. Verdammt. Hjalmar hat wohl schon wieder eine Schlägerei angefangen. Das ist nicht Hjalmar. Gehen wir. Sneller. Da. Ein Bär. Komm, betäuben. Tausendfarbene Seeteufel! Schmeckt dir das hin? Jetzt noch eine, ja. So. Was machen denn die Bären da? Tuch! Gib mir ein Tuch! Ich muss die Blutung stoppen! Schnell! Nimm meinen Mantel! Halt durch, Sohn, du schaffst das schon. Mich hatte mal ein Hai am Bein gepackt. Halbjorn? Er ist tot. Krach! Wo sind diese Bären hergekommen, hä? Antworte sofort! Pass auf, wie du mit meinem Vater sprichst. Steck das Schwert weg, Kleiner. Sonst verliert Krach auch einen Sohn. Du beleidigst mich, Lugos. Jetzt bedrohst du meinen Sohn, das lasse ich nicht zu. Dann komm her! Los! Ich mach dich kalt wie einen räudigen Hund. Beruhigt euch, ruhig. Es ist genug Blut geflossen. Jemand hat diese Bestien hergebracht, um unsere Söhne und Brüder zu ermorden. Wir können sie nicht wieder lebendig machen. Doch wir müssen sie rächen, wenn wir können. Diese Bürde fällt dem Gastgeber zu und seinen Nachkommen. Finde den Schuldigen, Ankret. Finde und töte ihn. Sonst wird deine Sippe für die nächsten 100 Generationen verflucht sein. Oh ja, du, was ist denn da passiert? Hat jemand gesehen, wie die Bären reingekommen sind? Das ist egal. Ich weiß schon, wo der Schuldige zu finden ist. Warte! Bist du verrückt? Du willst Leute umbringen, bevor wir wissen, was passiert ist? Forsch nach, so viel du willst. In der Zwischenzeit gehe ich unsere Sippe von der Schuld reinwaschen. Hey, die Jarls hören nicht mehr zu. Lass das Heldengetue und denk einen Moment nach. Unsere Ehre steht auf dem Spiel, Schwester.
Das kann nicht warten. Hörst du mich überhaupt? Jemand hat diese Bären reingelassen. Wir müssen erfahren, wer. Und die Antwort befindet sich irgendwo in diesem Raum. Ja, ich bin auch dafür. Ceres. Du hast recht, Ceres. Ich helfe dir. Danke. Schön. Wir sehen uns, wenn ich mit den Köpfen der Verräter zurückkomme. Ich bleibe hier. Jemand muss sich um alles kümmern. Den Heiler rufen, die Gefallenen den Familien übergeben. Wolf, ich danke dir. Hast du sowas schon mal gesehen? Nein. Und ich werde es hoffentlich auch nicht wiedersehen. Woher sind die Bären gekommen? Wir haben alle gelacht, gegessen, getrunken. Dann plötzlich ein Gemetzel. Ströme von Blut an den Wänden. Ja. Weißt du, wer gestorben ist? Drogodar, Drake Bondu, Blaujung Lugos, Halbjorn, Ottrik. Die Liste ist lang. Ich hörte, du hast Lugos geholfen. Wie mir bei dem Him. Die Thronanwärter, die noch leben, die sind schnell aufgezählt. Du, Hjalmar und Svanrik. Was willst du damit sagen? Nichts. Noch nicht. Aha. Was ist vor dem Massaker passiert? Was genau? Blaujung Lugos hat gewettet, dass er ein Fass Bier in einem Zug leert. Er ist auf den Tisch geklettert, hat sich ein 30 Liter Fass zentrisches Weizenbier geschnappt und losgelegt. Seine Kehle blähte sich auf wie ein Mondfisch. Er lief rot an, aber er soff weiter. Die Leute fingen an, ihre Humpen auf den Tisch zu knallen und zu skandieren, Lugos, Lugos! Dann hörten wir dieses Brüllen auf der anderen Seite des Raums. Alle drehten sich gleichzeitig um, als hätte der Steuermann gerufen. Da waren sie. Die Leute, die den Bären am nächsten saßen, konnten nicht mal die Waffen ziehen. Sie wurden in Fetzen gerissen. Wir werden sie rächen. Versprochen. Wir haben genug geredet. Sehen wir uns um. Lass mich wissen, was du findest. Ich rede mit den anderen. Vielleicht hat jemand mehr gesehen als ich. So, und damit beenden wir den Part. Reiß dich zusammen, Sinner. Wahnsinnig. Sehr überrascht, dass da jetzt passiert ist gerade. Die Tore waren verschlossen. Ceres, lass mich heute abmoderieren. Dankeschön. Ich habe einen Moment weggesehen. Als ich mich wieder Also, im nächsten Part gehen wir heute da untersuchen. Mal schauen, wie das weitergeht. Ich bin sehr gespannt, was wir da finden. Wie das rauskommt, wer da dahinter steckt. Wir sehen uns im nächsten Part. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Und bis dann. Tschüss.